da. Regnet's im Mai, gibt's Gras und Heu, sagt der alte Bauernspruch. Was ist denn das? Ist der noch gar nicht daheim? Jetzt komme ich schon von der Kirche zurück und der liegt noch gar nicht im Bett. Also der, wenn meint, dass ich seinen Kaffee dreimal aufwärme, dann hat er sich täuscht, gell? Ja, und der andere, wer? Ja, der Herr Ambros, der scheint die ganze Nacht nicht heimgekommen. Jetzt sei doch nicht allweil so streng zu deinem Mo. Bei dem Sauwetter kann er sich schon mal verspäten. Nur dazu war er eine ganze Stunde zu Fuß gemusst. Um 6 Uhr ist sein Nachtwach aus. Also kann er bis um 7 Uhr da sein. Aber in der letzten Zeit kommt er mit einer verdächtigen Verspätung. Also, wenn er jetzt die letzte Runde im Nachbarort hat, da zieht sich schon ein ganz schöner Weg um mich zu uns. Der Weg zirkt sich in der letzten Zeit aber verdächtig oft. Du, der, wenn meint, dass ich bloß noch seine Kellnerin bin, dann täuscht er sich, gell? Und dem Zimmerherrn, dem bringe ich auch Pünktlichkeit bei. Mein, der Ambros, das ist nur ein Jungsei. Der weiß noch nicht, wie man sich benehmen muss in der Ehe. Und wenn er einmal keinen Kaffee trinkt, weil er einen verdorbenen Magen hat, dann ist das doch am Ende bloß dein Profit. Ja, wenn er nicht kommt, dann gibst du ihm den gleichen Kaffee am nächsten Tag. Die kann man da so lassen. Ah, meine Kirchleitnerin, sei froh, dass du allein bist. Nimm dir noch ja nie ein Zimmer her. Oh. Ich hätte aber gern einen bei der Nacht. Warum? Man schlaft doch gleich viel ruhiger, wenn man weiß, es ist ein Mannspult im Haus. Aber du bist doch bei der Nacht genauso allein wie ich. Aber du bist eine Windfrau und ich habe einen Mo. Und was habe ich davon? Ein Mo und doch keinen. Wenn ich aufstehe, geht er ins Bett. Und wenn ich ins Bett gehe, dann steht er auf. Chris, mein Mo war kein Nachtwächter. Wir sind miteinander ins Bett gegangen und wir sind miteinander aufgestanden. Und jetzt habe ich trotzdem keine Kinder und bin ein Witwe. Ein einziges Kind ist unserer Ehe entsprungen. Naja, bei dem Beruf kannst du ja nichts anderes erwarten. Der ist ja mehrer mit seinem Busenfreund, dem Ambros, verheiratet. 3 Mannsbrüder habe ich im Haus. Der eine schlaft beim Tag, der andere bei der Nacht. Und den dritten, den kriege ich überhaupt nicht zu Gesicht, weil der Lauser bloß nur die Madeln im Kopf hat. Und ich habe einen Dreck und darf mich jetzt tot ärgern. Ja, aber du hast wenigstens 3 Mannsbrüder. Ich hab gar keinen. Aber mit der Warterei. Mit der Warterei hat es jetzt ein Ende, gell? Ich bin ja kein Depp. Mit dem Mannsbrüder ist es ein Kreuz. Hast du einen, ist nix. Hast keinen, ist zweimal nix. Das ist kommt daran. Mein Gott, ich schäme mich ja gleich so. Ja, von mir brauchst du nicht schauen. Ich hab schon ganz andere Sachen gesehen. Ja, was glaubst denn du, was ich während der Badesaison, wo ich an den verbotenen Badestellen meinen Dienst machen muss, alles zum Sehen krieg? Wie bei dir. Von hinten Lyzeum und von vorn Museum. Du bist der gescheiter Hammel. Hast du deine Füße sauber abputzt? Wir haben den ganzen Tag mit dem Putzlumpen umeinander rennen. Ein Polizist braucht sich im Dienst seine Füße nicht abputzen. Ja, und dann sind sie ja gar nicht voll Dreck, weil er mit dem Radl fährt. Was merkst du überhaupt? Also fragen du ich. Ich bin nämlich heute sehr schlecht aufgelegt. Und nüchtern bin ich auch. Oh, kommst nachher zu mir rüber, dann kriegst du ein Glas Schnaps. Zuerst muss ich aber die Männer um was fragen. Ja, dann red halt schon endlich. Meinst du, ich mag mich nur eine Stunde da herstellen und dein Gesicht da schauen? Ja, was bist denn gar so zuwider? Ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich eine dienstliche Verfolgung habe. Ich brauche bloß eine Auskunft. Und wenn die mit meiner Komplikation übereinstimmt, dann habe ich einen 100er verdient. Ja. Den kriege ich natürlich außerdienstlich. Denn im Dienst darf ich auch nichts so nehmen. Heute Nacht, da habe ich doch in diesem neuen Vergnügungsbetrieb Dienst gehabt. Du, da wollte eine von den Madeln, mein Gott, war das ein sauberes Weib. Mit rot, gold, platinblonde Haar und blaue Augendeckel. Und eine Figur hat die gehabt. Die ist so schlank, dass sie sich hinter einem Bleistift ausziehen kann. Ja, die wollte mir sogar einen Kuss geben. Da wärst du geschleckt. Ich war ja im Dienst, da darf ich ihn ja nicht annehmen. Ich sag's ja, im Dienst bist du ein Depp, außer Dienst bist du ein Rindviech und in ein paar Jahren bin ich unbeweibt gestorben. Erzähl's dir doch auch, Herr Wiener. Ah ja, da schau her. Ja, die brauche ich eigentlich nicht. Oh. Aber nachdem du bei uns im Ort das bist, was mir in der Stadt Rumpfung heißt,
kannst du ja da bleiben. Ich meine, schaden kann's ja nicht. Vielleicht kann ich da ja sogar nutzen, hä? Aber ihr müsst zwar schwören, dass ihr euer Maul haltet, gell? Wir schwören. Alles klar. Und wenn noch eine von euch was verlauten lasst, dann seid's meineidig. 3 Jahre Zuchthaus. Ich kann schweigen wie ein Grab. Aber jetzt red endlich. Ja. Ich hab halt nur eine andere Arbeit. Was bist denn heute so beizig? Ja, ich hab schon meine Gründe. Also, der Rubenbauer, der Wirt vom Schwarzen Bock und das Gemeinderat, der hat doch die Gemeindejagd gepackt. Jetzt hat er sich beschwert, weil er das ganze Jahr noch einen Bock geschossen hat. Und er lässt sich auch nicht nehmen, dass in seinem Revier ein Wilderer ist. Was? Ja, und derjenige, der jetzt den Wilderer ausfindig macht oder nachweisen kann, dass er denjenigen, den er im Verdacht hat, überführen kann, der kriegt von ihm 100 Mark. Na. Jetzt könnt ihr euch denken, wie ich meine Ohren gespitzt habe. Das ist jetzt für mich die große Chance, dass ich den Herrn von der Polizei meine kriminalistischen Fähigkeiten beweisen kann. Und auf wen hat er denn den Verdacht? Er hat gesagt, dass er denjenigen mit einem vollbepackten Rucksack zu euch ins Haus gesehen hat. Das kann doch dann bloß der Ambros gewesen sein, weil mein Sohn, der Konrad, macht ja sowas nicht. Stimmt ganz genau. Ich hab ihn auch gesehen. Ha? Ja. Gestern Nacht um 10 war's, da ist er heimgekommen. Und in seinem Rucksack, da war ein Gamsbock drin. Na, ja. Woher weißt du denn das, dass der Gamsbock war? Weil aus dem Rucksack 2 Bonge schwarze Hackel rausgeschaut haben. Aha! Das waren die Krückerl. Jetzt wird aber Verschiedenes klar. Drum hat der vor ein paar Tagen da draußen in der Hütte zu meinem Mo gesagt, der hat ja nicht gewusst, dass ich draußen die Wäsche aufhänge. Ja, und was hat er zu deinem Mo gesagt? Dass er noch 24 Kugeln braucht. Was? Und dass mein Mo ihm die besorgen soll. 24 Kugeln? Tja, jetzt begreife ich's, warum der Rubenbauer nichts mehr schießt. Meinst du, dass er den Bock noch in seinem Zimmer hat? Geh, so dumm ist doch der nicht. Drum ist der heute nicht zum Kaffee gekommen. Also das genügt mir zur Überführung. Wir werden die Burschen schon kriegen. Und die 100 Mark vom Rubenbauer, die krieg ich auch. Und wird jetzt auch mal halten, gell? Ja, wir schwören. Nicht, dass er Verdacht schöpft und vielleicht ins Ausland flüchtet. Im Laufe des heutigen Tages werde ich ihn unerkannt verhaften. Führt euch. Halt, Dattel, Huber. Kommst du nachher zu mir um auf ein Glasl Schnaps? Du bist zwar eine gefährliche Witfrau, aber für ein Glas Schnaps mach ich alles. Was sagst du jetzt da dazu, ha? Haben wir einen Wilderer im Haus und mein Mo soll ja auch noch die Munition besorgen. Aber das treibe ich aus, dafür garantiere ich. Und den Zimmerherrn, die müssen wir auch noch leihen. Darfst ja nicht. Wir haben doch geschworen, dass wir in der Sache das Maul halten müssen. Dürfen wir jetzt nicht einmal nicht sagen, was man sich denkt, oder was? Nein. Aber du darfst dir denken, was du sagen möchtest. Na, bei mir muss raus, was drin ist, sonst reißt Ja, dann darfst du das heute jetzt einmal nicht rauslassen. Und überhaupt brauchst du dich doch nicht so aufregen. Wegen dem Gamsbock vom Rubenbauer geht doch die Welt nicht zugrund. Der hätten doch sowieso nicht getroffen, der Depp. Wenn ich bloß wüsste, ob der noch schlaft. Der Rubenbauer? Na, der Ambros. Ach so, ja, geh halt auf und schau nach. Sonst noch was? Geh doch du auf und schau nach. Na, um Gottes Willen. Na, am Ende steht der gerade im Adamskostüm da und wascht sie. Der Saubär wird sich doch nicht pudelnackt ausziehen beim Waschen. Warum nicht? Den will ich erwischt, dann wirkt der aber. Guten Morgen. Bist du schon gewaschen? Was? Ich mein, gehst du heute nicht an die Arbeit? Nein, heute geht's mir nicht gut. Wo bleib ich da? Nein, das sind Leute wissen. Ja, da gibt's noch viel, was Leute nicht wissen. Das glaube ich. Könnt ihr einen Kaffee haben? Na, du musst schon warten, bis mein Mo heimkommt. Ich denk nicht für jeden extra. Bin ja sowieso die reinste Kaffeeaufwärmstunde. Na, lang kann ich nicht mehr ausbleiben. Es sei denn, er muss noch Kugeln besorgen. Jetzt braucht er keine mehr besorgen. Jetzt haben wir nur. Wer? Mir. Also immer auch noch nie. Heute wird's fertig und morgen, da geht's los. Bei meinem Mo geht gar nichts los, gell? Das garantiere ich dir. Du wirst dich heute auf die Nacht noch wundern.
Ambros, sei vorsichtig. Es kann sein, dass da andere Leute auch noch was zu mitreden haben. Was denn für andere Leute? Höchstens der Tadelhuber. Und ich muss mein Maul halten. Ja, und ich muss jetzt gehen, weil sonst zerreißt's mich. Also, für die Gott, Männer, und vergiss nicht, gell? Und dir sage ich das eine. Lass mein Mo aus deinen dreckerten Sachen raus, gell? Da tut ja auch so nichts. Die Dreharbeit habe ich gemacht. Der braucht's nur den Empfang nehmen, dann geht's dahin. Mein Haus muss sauber bleiben, das merkst du. Ich hab's ja in der Holzhütte gemacht. Mein Mo, wenn durch dich in irgendwas reinkommt, du mein Lieber, dann wirst du mich aber kennenlernen, gell? Was hast du denn an da? Der Emmeran, der ist schon vorsichtig. Und auf den verbotenen Weg, da erwischt ihn kein Gendarm. Der Sache mach ich ein Ende. Nicht bloß wissen, wo der so lang bleibt. Der weiß doch, dass ich heute zu meiner Schwester fahren will. Bei dem Sauwetter, da kann er sich leicht verspäten. Okay, wir haben schon öfter Sauwetter gehabt. Und der ist meistens pünktlich gekommen. Du ihm fein nicht so stark schimpfen, gell, weil sonst kann er nicht schlafen. Der schlaft. Dafür garantiere ich. Morgen. Morgen! Hast du deine Stiefel ausgezogen? Hab ich schon in der Hand, jawohl. Die putzt du aber heute selber, gell? Das merkst du. Jawohl, ich werde mir's merken, Stiefel selber putzen, jawohl. Sag mal, dass du heute noch daheim bist. Nein, heute fühlt er sich nicht wohl. Morgen ist Sonntag, da tut man sowieso nichts. Und am Montag, da macht er blau. Jetzt hast du mir auf eine gute Idee gebracht. Sag einmal, wo warst denn du so lang? Du weißt genau, dass ich zu meiner Schwester fahren will, weil der ihr Madel Firmung hat. Um 7 kann's da sein. Jetzt ist 8:30. Aber natürlich, gell. Die Alte wartet schon. Die hat ja nichts Besseres zum tun, als wie einen Kaffee aufwärmen. Wo bist denn so lang gewesen? Ja, ich hab noch was besorgen müssen. Emmeran, ich sag dir was. Einsperren, wenn's die Tante ist, ist mein Tod. Hoffentlich sperren sie mich ein. Warum sollen sie ihn denn einsperren? Der soll nur drüber nachdenken. Ich sag nur, Bock. Guck, sag mal, spielt die heute, hä? Emmeran, hast du die Teile mitgebracht? Alles, wie wir's ausgemacht haben. Ich geb das nach, wenn wir allein sind, gell? Na, ist schon recht. So. Kaffee. Aber heute ist Sturm im Kalender, weil wir einen Kaffee aus der Schüssel trinken müssen. Hä? Tu nicht so viel reden, jetzt lieber essen, dass ich abräumen kann. Und dass mir ja die Tischdecken nicht vertrauen, gell? Und schlürft's doch nicht so. Und wenn der Kaffee so heiß ist. Und dann muss man halt zur rechten Zeit kommen. Morgen braucht der Emmeran erst um eine Stunde später aufstehen. Ja, und kommt um eine Stunde früher heim. Möchte ich schon wissen, wieso. Das wirst du auch schon sehen. Ja, also zum Essen müsst zum Wirt gehen, weil ich ja nicht da bin, gell? Der Konrad ist mit dem Trachtenverein nach Zeismering. Ja, wir hungern gern. Hauptsache ist, wenn du... Wenn ich was? Wenn du gut zu deiner Schwester kommst. Ja, also, du tust die rasieren, nicht mit der Seife spritzen. Nein. Ein frisches Hemd anziehen. Jawohl. Nach dem Essen gehst du gleich heim und legst dich nieder. Ich sag der Kirchleitnerin, dass die aufwecken soll. Um Gottes Willen. Das wird ein Erwachen geben, wenn die vor mir steht. Hoffentlich küsst sie mich nicht wach. Die sappert wieder alter Bernhardiner. Mit sowas macht man keine Witz. Oh nein. Also weißt du jetzt alles, was du machen musst? Selbstverständlich aufstehen, rasieren, ein frisches Hemd anziehen. Zuerst rasieren. Ja, zuerst rasieren mich, nicht mit der Seife spritzen, schlafen, essen, nächsten Tag warten, bis die Kirchleiterin kommt zum Küssen. Zum Wecken. Ja. Gut, dann zieh ich mich jetzt um. Vielleicht sollte ich zu der Firmung doch das Staatsgewandel mit dem Geschlür anziehen. Um Gottes Willen! Der schönes Schmuckgeschirr mit dem Silber, sagt er. Ja, warum? Was hast du denn? Ja, schau mal raus, ich meine, da kann der leicht der Blitz einschlagen. Der Schmarrnblitz, das rennt doch bloß. Ja, weil es vielleicht verrost, bis du wieder heimkommst. Also, das ist doch alles echtes Silber. Auch Silber kann rosten und wie gescheppert. Stell dir vor, wenn du in der Kirche vielleicht niesen musst. Azi, nicht? Ich meine, die Leute, die Gläubigen, die waren der Pfarrer, der Leute zur Wandlung. Die einen fallen auf die Knie, die anderen rumpeln vor zum... Na, überhaupt, die schickt sie nicht. Die schickt sich doch nur für ein Jungsmadel. Bin ich dir vielleicht zu alt? Gegenteil. Schau, Aldi. Aldi wieder.
dass du als einfache Nachtwächtersgattin daherkommst wie so eine Staatsbayerin. Vielleicht hast du recht. Ja. Vielleicht sollte ich doch lieber einfach gehen. Ja, geh. Ha? Geh einfach. Ich meine, geh einfach schlicht. Ja, weil der Herrgott liebt ja sowieso mehr die Einfachheit als wir die Prunksucht, gell? Gott sei Dank. Warum? Dass unser Herrgott so einsichtig ist und mehr die Einfachheit statt der Prunksucht liebt. Ja, jetzt muss ich aber schauen, dass ich bei der Kinder sage. Auf die Kredenz habe ich 5 Mark gelegt, Ui. gell? Das ist fürs Essen. Ui. Bier brauchst keins, heute ist nicht heiß. Nein. Essen ohne Bier, weil heute ist nicht heiß, gell? Vergiss nicht, dass du die Uhr aufziehst. Jawohl. Und vergiss nicht, dass du die Pantoffeln noch ziehst. Oh, Pantoffel gleich. Und zieh die warm an, dass du bei dem Saubäder nicht verkühlst und ich hab die dann. Soll ich Wärmflaschen auch noch nehmen? Nein, ziehst ein paar Westen drüber. Ich werde alle Wärmflaschen drüber ziehen. Alle Westen drüber ziehen, die ich finde, dass du beruhigt bist, jawohl. Weißt du jetzt alles, was du machen musst? Ich weiß alles, jawohl. Der Herr sei mit dir. Ich komm ja wieder. Ja, das ist ja das Schlimme. Nein. Ich wollte sagen, das ist das Schlimme, wenn jemand fortfährt, dass man nie weiß, ob derjenige überhaupt wieder lebend zurückkommt. Küss mich zum Abschied. Da hättest du schon einen anderen Beruf braucht. Bei einem Nachtwächter verlernt man sowas mit der Zeit, gell? Sag mal, Immeran, was bist denn du da schon schrocken, wie der Alte von dem Silbergeschnür geredet hat? Weil ich das Geschnür mit dem ganzen Silberschmuck versetzt hab, dass ich die zahlen hab können. Hoffentlich kommt's nicht dahinter. Hoffentlich, ja. Was ist jetzt? Gib mir die Teile, ja, damit ich heute noch fertig werde. Hab ich alles dabei. Da schau her, pass auf. Da hab ich die Ketten. Ketten? Und da hab ich die Glocken. Haben wir jetzt alles. Jetzt haben wir alles. Ja. Bis auf die Beleuchtung. Okay, im Sommer brauchen wir doch keine Beleuchtung nicht. Und bis zum Winter, da kriegen wir schon eine. Also gut, aber jetzt müssen wir nachher abrechnen. Hab ich alles schon gemacht. Pass auf. Du hast mir 45 Mark gegeben. Ich hab dir 45 Mark gegeben. Ausgegeben haben wir 83. Da hätten wir eigentlich ein fertiges Radl auch gekriegt, gell? Aber was meinst du, was der Rahmen allein schon kostet? Ja. Den hab ich doch in der Kiesgrube gefunden. So, und jetzt baue ich alles zusammen. Nachher können wir es heute auf die Nacht endlich ausprobieren. Jawohl. Guten Tag. Grüß dich Gott. Woher kennst du mich denn, du? Ja, wer spinnst du? Ich werde dich doch kennen, oder? Ich bin jetzt Kriminalbeamter. Und da hab ich niemanden zu kennen. Ah, du nicht. Ach, drum bist du jetzt so grimmig, ja? Nur im Dienst. Außer Dienst bin ich... Ein blöder Hund. Gerade umgekehrt. Außer Dienst bin ich ein zünftiger Kerl. Ach, du bist ein zünftiger Ja. Kerl? Ach so, ja. Was möchtest du überhaupt da, ha? Wie geht's dir denn? Ja, horoskopmäßig ausgezeichnet. Was bist denn für ein Horoskoperer? Ein Schütze. Dann bist du in dem Jahr sehr schlecht bestrahlt. Und mit den Behörden hast du sehr unangenehm zu tun. Woher weißt denn du das? Die moderne Kriminalistik arbeitet jetzt nur noch mit und nach der Astrologie. Ah, du auch? Das glaubst du? Und? Magst du einen Schnaps? Ich trinke nichts im Dienst. Ich bin nämlich auf einer Spur. Und wenn ich was trinke, dann verliere ich die Witterung. Warum saufst du mit der Nase? Und? Warum kommst du jetzt dann zu mir? Weil die Spur in dein Haus führt. In mein Haus? Ja. Ey, du spinnst doch. Wie verbietet man das? Ich bin nur, wenn es mir mein Dienst vorschreibt. Und jetzt bin ich im Dienst. Geh mal ran. Gib mir die anderen Kugeln. Du, die passen nicht. Nein, die sind ums Verreckert's Schau klar. mal, bring dir gleich die passenden, gell? Grüß dich, Tadelhuber. Stehst du ein bisschen unter bei dem Sauberder? Jetzt kennt ihr mich auch schon wieder. Ich weiß ja gar nicht, hinter welcher Maske ich mich noch verstecken soll. Warum soll ich die jetzt nicht kennen? Ein gescheiter Maske für dich. Da, Ambros, da schau her. Da haben wir es jetzt. Hoffentlich passen die. Na, hoffentlich, weil sonst können wir es heute auf die Nacht nicht ausprobieren. Ja, das ist ja ein Frecher mit ein bayerische Hirsen. Die reden da in meiner Gegenwart ja ganz ungeniert. Die passen, dafür garantiere ich. Hoffentlich. Dann lassen wir es heute Nacht gleich so richtig krachen. Ja, Was sind denn das für Kugeln? Grießbahnkugeln. Nein, jetzt sag gescheit.
Das darf mich nicht mehr interessieren. Herrgott, ist der neugierig. Da kennst du das ja doch nicht. Kaliber. Die Kugeln sind ja rund. Hast du schon mal viereckige Kugel gesehen? Hast du die Kugeln für den Ambros gekauft? Selbstverständlich. Aha. Und wie viel hast du gekauft? Halt, die sind genau Abzeit. 64 Stück. Weißt du, zu was der Ambros die Kugeln braucht? Freilich, der passt jetzt rein und wenn er fertig ist, dann geht's heute Nacht los. Es war ein Schütz in seinen besten Jahren. Er wurde weggeputzt von dieser Erde. Immer noch tut die passen wie angegossen. Du, jetzt putzt es noch sauber, dann können wir es endlich ausprobieren. Ja, Tadelhuber, auf morgen musst du aufpassen. Vielleicht erwischt einen von uns zwei auf einen verbotenen Weg. Geh weiter. Ja, wie redst denn ihr mit mir, ha? Ihr seid so frech, dass es gleich unheimlich ist. Da muss ich Verstärkung abfordern. Ich gehe jetzt wieder. Und immer dann. Denk an dein Horoskop. Sei vorsichtig mit Behörden. Alles klar? Was hat er denn? Keine Ahnung, jetzt schau, dass du fertig wärst. Ich kann schon gar nicht mehr erwarten. Du, in einer halben Stunde bin ich so weit. Ja, was hat jetzt mein Alter gesagt? Ah ja, zuerst muss ich meine Uhr aufziehen, hat's gesagt. Jawohl. Dann muss er mir ein frisches Hemd anziehen, rasieren, nicht mit der Seife spritzen. Nein, zuerst ziehe ich das frische Hemd und dann rasiere ich mich, jawohl. Und spritze echt mit der Seife. Habe die Ehre. Ach, das schaut her. Der Bock von Engelharting hat das Wetterreich drin, weil du zu mir kommst. Nein, heute komme ich privat. Oh, Bist du nur? ausnahmsweise. Heute hast du das gut daran, ja. Ja, na, ist schon recht. Du pass auf, du bist doch Nachtwächter. Ja, schon seit 30 Jahren, warum? Ja, es handelt sich um eine Beobachtung sozusagen. Ich mach doch bei der Nacht keine Beobachtungen. Ich mache nur Betrachtungen. Du weißt doch, dass ich auf die Jagd gehe, sozusagen. Ja, das wissen alle Weiber im Dorf, ja. Ja, und dass ich ein Jäger bin. Das wissen sie auch. Jetzt steht dir die Gemeinheit vor. Das ganze Jahr hab ich noch keinen einzigen Bock geschossen. Oh mein. Du hast in deinem Leben schon so viel Böck geschossen, dass direkt einmal Glück ist, wenn du keinen schießt. Nein. Das lasse ich mir nicht nehmen. In meinem Revier ist ein Wilderer. Ich habe auch einen Verdacht auf einen von unserem Dorf. Ja? Ja, aber ich kann es nicht beweisen. Jetzt denk halt einmal nach. Hast du nicht einen gesehen mit einem Rucksack, wo was drin war? Jo. Gestern in der Früh ist mir einer begegnet. Hast du ein Kind? Freilich! Der Wegmacher-Viertel war's. Ich hab sogar noch mit ihm geredet. Der Wegmacher-Viertel. Ja, das ist auch so ein halbseitener. Was hat er denn drin gehabt in seinem Rucksack? Eine halbe Bier und eine Brotzeit. Du, der Ambros, dein Zimmerherr. Das ist kein Zimmerherr, das ist ein Zimmermann. Ja, ist der Hasenrein? Der ist sogar stubenrein. Für den Ambros, da lege ich die Hand ins Feuer. Ja, schließlich und endlich zahle ich nicht meine Jagdpacht, damit man dann der Bazi alles von der Nase wegschießt. Ja, das ist freilich jetzt wieder, gell. Du gehst auf Jagd, zahlst einen Haufen Geld und die anderen, die gingen dann mit deinen munteren Rehlein heim, gell. Ja, genau so ist's. Ja. Auf alle Fälle gebe ich dir den Auftrag aus, auch als Gemeinderat, dass du mir alle Beobachtungen, die du als Nachtwächter machst, meldest. Okay, du, ich mach so viele Beobachtungen, besonders jetzt im Monat Mai, ja, da haben wir Hochsaison. Ja, ich meine ja nur, du sollst mir von dem Meldung machen, was mich und meine Jagd betrifft, sozusagen. Und von deinen munteren Rehlein. Selbstverständlich, sozusagen. Ja. Asan, ich lass mich fein nicht lumpen. Aber das, was wir da jetzt gekriegt haben, das bleibt fein unter uns. Sozusagen. Also, Asan, vierte Gott. Richtig gut, ja. Lass für ja kein Menschen was merken, dass ich schon was gespannt hab. Und wegen meiner Alten, da war's mir schon recht lieb, wenn... Wenn ich nicht zu viel verzeihen darf von den munteren Rehlein, gell? Also, in der Beziehung habe ich eine weiße Weste. Aber Spaß beiseite, wegen meiner Alten war's mir schon recht lieb, wenn du den Bazi bald ausfindig machen kannst. Ja, weil sonst komm ins Zuchthaus. Ja, wieso? Den da schieße wie eine Katz. Schau doch mal so einen Bazi an, ha? Ja, der tatsächlich den Ambros verdächtigen, ha?
Aber da kann er warten, bis er schwarz wird, bis ich einmal was sehe. So, Himmerein, das Gespiel war jetzt fertig. Mei, und lauf, das sag ich dir. Lauf, da brauchst du gar nicht treten. Du musst sogar bergauf noch bremsen. Was ist? Magst du es ausprobieren? Ja, Falli, probieren wir's gleich aus. Du, was ist? Regn's noch? Nicht so stark, bis ins Dorf. Nein, und wieder zurückkommst. Leicht. Wunderbar. Du, Ambrus, für den Fall, dass ich nicht mehr bremsen kann, wartest auf alle Fälle, bis ich wiederkomme, gell? Herr Ambros, bist du da? Das siehst du doch. Ich wollte dich was fragen. Die Einsamen hat mich ersucht, dass ich ihren Alten aufweck. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob ich die morgen in der Früh nicht auch aufwecken soll. Weißt, weil sie doch vor Mittag nicht heimkommt. Ich darf dich natürlich erst wecken, wenn du dich schon gewaschen hast. So viel Anstand habe ich schon. Meinst du, ich wasch mich im Schlaf? So. Ach so. Ja, dann wecke ich dich, wenn du nur schlafst. Natürlich nur, wenn es dir recht ist. Hoffentlich trifft mich nicht der Schlag. Wann stehst du noch auf? Um 6 Uhr. Gut, dann komm ich um 5 Uhr. Was? Also, Ambrus, vierte Gott, gell? Und schlaf gut und fest, gell? Ja, wir sind im Radl, wir sind im Radl. Du Spinner, der Teufel, du kannst doch da nicht mit dem Radl reinfahren. Du, deswegen deine Frau, da fragt nach, hast du uns da? Mein. Und, wie geht's? Super, das rennt wie der Teufel. Da braucht man fast gar nicht treten. Ja, wenn ich was machen, hat das Hand und Fuß. Sag einmal, hättest du nicht ein Radl finden können mit einem Herrenrahmen? Nein, ein Radl mit einem Damenrahmen musst du auftreiben. Ja, wieso? Musst du, dass ein Herrenradl schneller fährt, als wäre ein Damenfahrradl? Ja, nein, im Gegenteil, Weiber sind doch immer vorn dran. Ja, was hat denn die Kirchleitnerin wollen? Gefragt hat, ob sie mich morgen in der Früh aufwecken soll, weil doch der Alte nicht da ist. Um Gottes Willen. Na, sperr nur gut deine Kammertür zu und steh ein kleiner Kasten davor, sonst kehrst du Katz. Was? Da musst du, dass die scharf ist auf mich. Hast du dich nicht gespannt? Die ist spitz wie am Nachbar seine Luppe. Engeran, ab sofort sind wir zwei Kollegen. Bitte nehme ich heute mit zum Nachtwachen. Ja, wir sind im Radl. So ein Durcheinander, glaubst du das? Aber ich sag's ja, 3 Mannsbrüder, wenn's du ein paar Stunden verloren hast, ist der größte Saustall fertig. Möchte ja bloß wissen, was das für Dreckfahrer da am Boden sind. Der Alter wird doch nicht mit dem Schubkarren in der Stube umeinander gefahren sein. Jetzt darf er am heiligen Sonntag noch die ganze Stube auswischen, glaubst du das? Ja. Gott sei Dank, der Ambrus schlaft noch, weil alles so stark ist. Na, Linda, was tust denn du schon da? Ein Ambrus sollte ich aufwecken. Er hat mich extra drum ersucht. Was, heute? Heute am Sonntag? Hat doch der keine Arbeit? Oh, Gott sei Dank. Mei, ich war ja schon so viel aufgeregt. Warum? Ja, was meinst du, wie mir das zuwider war? Aber nein sagen hab ich auch nicht können. Seit 6 Jahren ist mein Mo jetzt tot. Und seitdem hab ich kein lebendiges Mannsbild mehr aufgeweckt. Da hätt's beim Ambrus keine Gefahr gehabt. Sag das nicht. Der ist in die schönsten Jahren. Schau den Dattelhuber an. Der ist 10 Jahre älter und verfolgt mich auf Schritt und Tritt mit seinen unsittlichen Blicken. Dann heiraten halt. Nein, der ist mir zu nixig. Ja, und überhaupt möchte ich schon seinen Namen nicht. Frau Dattelhuber. Das klingt ja so, als ob ich überhaupt nichts zum Sagen hätte. Nein. Wenn schon, dann was Gescheites. Ein Klump habe ich mit meinem Verstorbenen gehabt. Lieber stirb ich als ledige Witwe. Mit der Heiraterei hab ich noch nie nichts Gescheites aufgesteckt. Dass jetzt du heute schon wieder da bist? Ich hab sicher gemeint, du kommst erst Mittag. Ich bin heute in der Früh um 3:30 mit dem ersten Zug von Zeismaring gekommen und zu Fuß hergegangen.
1,5 Stunden? Da war ich lieber im Bett bleiben. Ich hab keine Ruhe mehr gehabt. 3 Mannsbilder allein daheim, da kommt nichts Gescheites raus dabei. Bin ja ich arm. Ich wär schon fertig geworden mit dem. Oh. Du, Männer, gehst du nachher gleich mit mir in die Kirche? Nein, ich muss erst den Dreck wegputzen, den wir die da hinterlassen haben. Hab's ja nicht so schön wie du. Du brauchst ja bloß für dich sorgen und dann bist fertig. Aber ich hab 3 Mannsbilder. Aber dafür darfst du den ganzen Tag schimpfen. Ich hab überhaupt keinen Anspruch. Ich muss wieder heiraten, sonst verlerne ich das Reden. Konrad, dass du schon auf bist? Ich war ja noch gar nicht im Bett. Wo bist du so lange gewesen? Ja, beim Maidanz. So, musst dich aber gut unterhalten haben, hä? Ja, hab ich auch. Und? Hast du da nicht aufgezuckt? Hab ich auch. Du, das lässt voll sauber bleiben, gell? Für sowas bist du noch zu jung, du Lauser, du. Was? Du bist gut, Mutter. Mit 25 Jahren ist man doch nicht mehr zu jung. Da haben ja andere schon eine Stunde vor ihr Kinder. Das sag ich auch. Und wer ist noch die Glückliche? Das weiß ich ja nicht. Ja, von unserer Umgebung ist sie nicht. Ich weiß nur, dass sie Agal heißt. Ja, und dass sie ein anständiges Mädel ist. Wenn man verliebt ist, ist alles anständig. Die hat mir nicht einmal ein Puzzle gegeben. Obwohl das bei Maidanz ja der Brauch ist. Okay, dann ist aber eine Party noch. Also, wie ich noch jung war, hat auf dem Maidanz jedes Mannsbild von mir ein Puzzle gekriegt. Ja. Und, wo bist du dann so lang gewesen? Ja, in dem neuen Nachtlokal. Das hab ich mir gedacht. Die Gifthütten ist uns ja gerade noch abgegangen. Hast du deinen Vater auch gesehen? Freilich hab ich ihn gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. Punkt 1 war er da und hat die Polizeistunde geboten. Aber weiter ist er nicht mehr gekommen. Warum? Haben sie ihn gehaut? Im Gegenteil, nein, umarmt haben sie ihn, ja, hochleben haben sie ihn lassen und Lieder haben sie auf ihm gesungen. Besonders die eine, die Bedienung, die Lilo, die hat ihm dann einen Schnaps gegeben und dann hat sie ihm noch ein Puzzle gegeben. Was? Ja, aber keine Angst, Mutter. Das hat sie ja nur gemacht, damit sie die Polizeistunden ausziehen hat können. Ja, die versteht ihr Geschäft. Ich brauche jetzt eine frische Luft und ein Wasser. Durst hab ich nicht zum Sagen. Auwe, der Brand muss gelöscht werden. Und ich muss jetzt gehen, sonst ist die Kirche aus und ich krieg keinen Segen mehr. Pfiat Gott allein. Da muss ja was Besonderes sein. Hey, der wird mir doch in den Stuhl reinfahren, jetzt wo ich frisch geputzt hab. Oidi, jetzt bin ich gefahren mit einem Tempo, dass der graust hätte. Ohoho. 2 Fußgänger hab ich überholt, beim 3. bin ich nicht mehr dazugekommen, weil der Feigling das Laufen angefangen hat. Ja. Wo kommst denn du jetzt her? Vom Nachtdienst, jawohl. Mit 25 Stundenkilometer bin ich gefahren, dass ich dich umärmeln kann. Komm. Alter, heute hab ich einen Stich, weil wir eine spiritistische Sitzung gehabt haben. Das rühre ich. Oh, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Ich mag das nicht am Tag. In der Nacht bin ich leider dienstlich verhindert. Wo hast denn du jetzt den Rausch her? Von der neuen Vergnügungsgaststätte. Da hat mich ein blondes Fräulein. Die Henna mit der Bleistifttaille? Genau, die hat mir einen Cocktail spendiert. Und dann hat's dir ein Puzzle gegeben. Woher weißt denn du das? Ich weiß halt. Schammer muss man sie mit dir. Lass du die von einer solchen abpuzzeln. Ich wollte überhaupt nicht. Ich hab gesagt, bitte, Fräulein, hab ich gesagt, lassen Sie das sein. Ich bin gut verheiratet. Ich hab gesagt, ich bin so treu wie ein Zündholz. Ich entflamme mich nur an meiner eigenen Schachtel. Ja. Nicht aufgehört. Scheinbar habe ich was Anziehendes an mir, gell? Ja, du ziehst jetzt einmal aus. Jawohl, ich werde mich sofort ausziehen jetzt. Was tust du da? Du wirst dich noch nicht von mir ausziehen. Ich hab gedacht, du willst meinen Alabasterkörper bewundern. Also sowas ausgeschamt, darfst du da von mir ausziehen. Sofort gehst du auf in die Kammer. Ja, wie ich zu meinem Sohn gekommen bin, ist mir ein Rätsel. Ja.
Sag mal, hast du im Straßengraben deinen Rausch ausgeschlafen oder was? Hä? Nein, ich bin gestürzt auf ein gefallenes Mädchen. Was? Und das traust du mir ins Gesicht sagen? Oh, wohin soll es denn sonst sagen? Während du im Dienst warst, hast du... Nein, nicht während, nein. Im Dienst habe ich es ja nicht dabei gehabt, nein. Im Dienst hat er es nicht dabei gehabt. Wer war das Flitscherl? Die Krachalbayerin von Anger. Die Alte? Die Junge wäre mir auch lieber gewesen, ja. Wie ist denn das zugegangen? Zusammengefahren habe ich es mit Radl. Ist tot? Ah, wo? Die stirbt nicht so schnell. Nein. Sag das nicht. Das kann bei all die Leuten ganz schnell gehen. Ja, die nicht, sonst müsste zumindest 10 Jahre tot sein. Überhaupt, wem gehört denn das Radl, mit dem du da gekommen bist und mit dem das Unglück passiert ist, ha? Das gehört mir. Ah, nein, nicht ganz. Das heißt ein Ambros zu mir, jawohl. Er fährt beim Tag und ich fahre bei der Nacht, jawohl, dass ich dich schneller umärmeln kann. Komm, ich mag das nicht beim Tag. Na, schau mal raus beim Fenster. Draußen Leins, jawohl. Ich sag dir was, das ist ein selbstgebauter Straßenrenner. Schau mal raus, Putzilein. Putzilein, ist das nicht was Schönes, ha? Schau mal das ist ja ein Damenradl. Schön, gell? Und du schamst dich nicht auf sowas zum Fahren? Ja, schon meine Schmäh gehabt für weibliche Rahmen. Sowas Unsittliches. Das finde ich jetzt wieder gar nicht, ne? Was darfst denn du sagen, wenn ich mit dem Herrn Radl fahren darf, ha? Ich darf mich totlachen. Überhaupt. Wo hast denn du das Geld her, dass du dir sowas kaufen kannst? Von meinem Ersparten habe ich das. So, du musst in der letzten Zeit aber hübsche Nebeneinnahmen gehabt haben. Woher der Ambros das Geld hat, das kann ich mir denken. Aber woher es das du hast, das bring ich auch noch raus, gell? Oh, jetzt wird's mir einfach mal schlecht. Geh, sei so gut, bring mir ein Wasser. Zum Waschen gehst du raus am Brunnen. Ich will mir nicht waschen, ich möchte was trinken. Trunken hast du halt nur und eine frische Luft schaut er nicht. Dann hol ich mir mein Wasser halt selber, ist auch wurscht. Guten Morgen. Kaffee kommt gleich. Wo kommt jetzt die schon wieder her? Und ich habe mich so auf einen gemütlichen Sonntagmorgen gefreut. Morgen, Ambros. Morgen. Magst du trinken? Was ist denn drin? Wasser. Oh, sag einmal, du hast dich du innerlich waschen und reinigen. Nur löschen. Spann einen Regenschirm auf, arme Sei. Jetzt kommt der Wolkenbruch. Was ist denn dir passiert, dass du in der Früh schon so einen Durst hast? Was Wunderbares, Furchtbares ist passiert. Hä? Ich sag dir was, einen Schnaps hab ich gekriegt in Strömen, dass ich ein Auge zudruck wegen der Polizeistunde. Und dann hat mich ein blondes Fräulein geküsst. Hör auf. Und dann kommt das Furchtbare mit dem Radl. Haben sie das gestohlen? Ah, woher? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Obwohl, möglich wär's. Und das bringe ich aus meinem blöden Schädel einfach nicht mehr raus. Was da meint gar mit der Blonden? Die will doch nichts von mir. Nein, mit der alten Krachalbayerin hab ich... Geh doch auf. Wenn ihr das sagt, mit der hab ich karambuliert, ja. Das hätte der gar nicht zutraut. Zusammengefahren hab ich's mit dem Radl. Wann ist die Beerdigung? So schnell nicht, das ist zart wie eine Katz. Ja, was willst du denn dran? Pass auf, ich fahr in seliger Stimmung bei der Kirche über die Berg runter. Mit Vollgas natürlich, nicht? Und wie ich rechts um die Kurven fahr, sehe ich auf der linken Seite die alte Krachalbayerin stehen und sehe ich auf der rechten Seite die alte Krachalbayerin stehen. Aber nicht immer ran, da fährst du es in der Mitte durch. Schon hat's geschämt. Mich hat's geschmissen. Und wenn ich nach einer Zeit lang wieder zu mir komme, sehe ich es vor mir liegen im Dreck. Die alte Krachalbayerin. Nein, ein Gebiss. Was? Und das hat die recht dreckig angelacht. Ich nimm das Gebiss und schieb's in die Taschen rein. Da gehört aber ein Gebiss nicht hin. Ja, wo hätte es denn sonst hin da sollen? Oh, das ist ja ein Gebiss wieder vom bengalischen Königstiger. Das kann nur der Krachalbayerin geben. Oh, um Gottes Willen. Dann hat die heute den ganzen Tag fasten müssen.
Das darfst du dir jetzt gleich mit der Post schicken. Sag einmal jemand an, weiß der Alte da schon was davon? Nur so bruchstückweise. Aha, drum ist die heute wieder so gut aufgelegt. Wer sehen, heute kriegen wir einen Kaffee mit in der Schüssel. Ja, bitte. Betten. Oh Gott, von dem wir alles haben. Amen. Mein Gott, schlürft's doch nicht so. Das hört man ja häuserweit. Na, Also, ich weiß nicht immer an. Immer wenn ich so ein Wasser an meine Zähne kriege, nachher kann ich schreien, geht's dir nicht auch so? also Unverschämtheit. Ich gehe jetzt in die Kirche, gell? Wann ich wiederkomme, weiß ich nicht. Von mir aus brauchst du gar nicht kommen. Was? Ja, meinst denn du, ich brauch nichts zum Essen? Jetzt haben sie eine Kantine neben die Kirche gebaut. Ah. Ja, für die Betschwestern. Damit sie nicht extra heim brauchen zum Essen. Ihr habt es nötig. Du Morgen, Mann! Der Herr Sohn, der trinkt seinen Kaffee aus einer Tasse. Gell, ja. Ja, mei. Gell? Die Lilo hat er gestern heiß gemacht. Woher weißt denn du das? Ja, weil ich's gesehen hab. Wer war denn das blonde Fräulein, mit der du hinter der Hollerstange gestanden bist? Da? Das ist ja der Teufel. Ja, wie der Teufel hat's gerade nicht ausgeschaut. Eher wie ein Engel. Nein, ich mein, das ist ja der Teufel, dass ich's nicht weiß. Hast du das nicht gefragt? Mindestens ein Dutzend Mal. Aber sie hat's mir nicht gesagt, weil es verschnupft war. Schnupf dich! Nein, zuwider war's mir, weil sie mir den Zettel da in meiner Tasche drin gefunden hat. Bubilein, du bist so süß. Und ganz besonders süß bist du, wenn du jodelst und Schuh plätschelst. Komm morgen wieder. In freudiger Erwartung, deine Lilo. Ja, ist das nicht saudumm gelaufen? Aber ich bring dir ihre Adresse trotzdem raus. Ich geh jetzt ins Bett. Ambros, heute bist du mit dem Radlputzen dran, gell? Du wirst vorher auf Hochglanz herrichten, gell? Gute Nacht. Das mache ich jetzt gleich, weil dann kannst du wieder hineinstürzen. Nein, das war ja ganz bestimmt. Ich war da in deinem Dienst. Essen war ein Schütz. Wenn ihr nur wisst, woher die ist. Herrschaftszeiten, wären wir ein schönes Paar. Und von den nur schönen Kindern möchte ich gar nicht reden. Ja, herein. Bin ich da recht beim Asam? Na ja. Jesus, ein Bubilein. Ja, Agal. Gerade habe ich von dir geredet und gerade habe ich an dich gedacht. Du brauchst nicht an mich denken und nicht von mir reden. Und heute schon gleich gar nicht mehr. Bist du der Asam? Ja? Also so einer bist du. Das hätte man nicht gedacht. Wieso? Frag nicht so dumm. Ich darf mich schon mal eine alte Frau überfahren und dann einfach davonsausen. Das ist Fahrerflucht, dass du das weißt. Wen habe ich überfahren? Meine Oma. Heute in der Früh in Anger, wie sie in die Kirche gewollt. Oh Gott sei Dank. Lass den Herrgott aus dem Spul. Nein. Das gibt eine saftige Anzeige, dass du das weißt, du Schlechtsmannswohl, du. Ich sag nur Gott sei Dank, weil ich endlich weiß, woher du bist. Ich bin nicht von Anger. Ich bin nur vorübergehend bei meiner Oma. Und das Vorübergehend ist halt auf Nacht aus. Ich soll dir einen Brief geben. An Herrn Nachtwächter Asam. Das bin ich ja gar nicht. Du bist doch der Asam. Freilich, aber ich bin ein Nachtschwärmer und kein Nachtwächter. Wirklich? Mhm. Dann nehme ich die Fahrerflucht wieder zurück. Du musst noch viel mehr zurücknehmen. Höchstens nur das schlechte Mannsbild, aber mehr nicht. Ja, und Bubilein? Den Namen hab ich dir nicht gegeben. Den muss schon andere zurücknehmen. Ach, glaub mir, dass ich mit all dem nichts zum Tor hab. Ja, und wenn man so eine Spinner die Pflanzen einen Zettel in die Taschen schiebt, dann kann auch ich nichts dafür. Glaub mir, die denkt halt genauso wenig an mich wie ich an sie. Ich hab's genau betrachtet. Ja, und was hast du gemacht? Ha? Ich hab dich angeschaut. Ja, und hast zu der anderen überblinzelt. Agal, das glaubst du jetzt selber nicht. Herrgott, wenn du zu mir Bubilein gesagt hättest. Zu dir? Geh, zu so einem strammer Burschen sagt man doch nicht Bubilein.
Wie hättest denn du nachher zu mir gesagt? Das kann ich dir erst sagen, wenn's einmal so weit war. Oh, Ärger. Langsam, langsam. Es ist noch lang nicht so weit. Aber es wird so weit. Oh, Ärgerli, ich bin ja meinem Vater so viel dankbar, ja, dass er deine Oma überfahren hat. Wir waren doch sonst nie zusammengekommen. Fast bin ich ihm auch dankbar. Ja, aber ich meine, normalerweise wäre der Feindschaft raus, die für uns nicht gut ist. Du, ich geh heut noch zu deiner Oma und red mit dir. Ja, ich entschuldige mich für meinen Vater so, dass sie ihn um Verzeihung bittet. Das ganze Gesteh hat sie ihr verschoben. Und ihr Gebiss hat's verloren. Ja, und das will's wieder ersetzt haben. Oh, du, ich kaufe ihr ein goldenes, weil's so ein goldiges Inkerl hat. Jetzt muss ich aber gehen. Meine Oma wartet zwar auf Antwort, aber die bringst dir du. Also du kommst bestimmt zu ihr? Ja, und? Und zu dir. Nicht alles auf einmal. Vierte Konrad. Vierte! Wir warten das Madel, das da gerade raus ist. Ah, die wollte zum Vater. Hat ihn aber nicht getroffen. Dann ist wieder gegangen. Warum? Wo ist denn der Vater? Im Bett. Natürlich. Und alles haben's wieder stehen lassen, gell? Ich sag's ja allerweil. Aufräumen, dann die Mannsbilder nicht ums Sterben. Was ist denn das? Bubilein, du bist so süß. Und ganz besonders süß bist du, wenn du jodelst und Schuhe plätschelst. Seit wann kann er mein Alter jodeln? Komm morgen wieder, in freudiger Erwartung, deine Lilo. Jetzt wird mir Verschiedenes klar. Drum ist der halt mit einem Damenradl heimgekommen. Ich muss ja sofort zum Herrn Pfarrer. Der muss diese Lasterhöhle verbieten. Du musst nicht du mich aufwecken, was ist denn schon wieder jetzt? Sei vorsichtig und lass den Brief der Mutter nicht erwischen. Ich glaube, da steht was recht Unangenehmes drin. Woher weißt denn du das? Weil er von der Grachalbäuerin von Anger ist. Wo gehst denn du jetzt in der Früh schon hin? Aus einer Feindschaft eine Freundschaft machen und aus einer Liebschaft eine Heirat. Also druck mal die Dame, es ist dein Glück, gell? Tod ist anscheinend noch nicht. Sonst hätte der Brief einen schwarzen Rand, ja. So, Immermann, unser Prunkstück, das hab ich sauber geputzt. Und die Graubayerin hat mir einen Brief geschrieben. Auwe. Ja, die wird halt Schadenersatz verlangen. Ja, die hab ich doch gar nicht gekannt. Scheinbar doch, sonst hättest du doch keinen Brief geschrieben. Ja, weiter lesen vor, da sehen wir's gleich. Hochradfahrer Asam. Was? Geh. Hochverehrter Hasanhorst. Nein, liest du! Siehst du, wie ich nervös bin, dieser Furchtbar. Du kannst von Glück sagen, dass ich nicht reden kann, weil ich keine Zähne mehr habe. Es ist eine Gemeinheit, mich in aller Früh von hinten anzufahren, dass mir vorn die ganzen Zähne hinausgeflogen sind und ich dieselbigen nicht mehr finden konnte. Wie kommst denn du, Sauhanni, dazu, in einem solchen Tempo über das Kirchenbergel mit dem Schleiferkahn herunterzufahren? Warum hast du nicht gebremset, wie du mich von hinten gesehen hast? Ich bin stockdammisch und ich habe in der Kirche weder den Herrn Pfarrer noch seine Heiligen gesehen. So schwarz war mir vor den Augen. Ich habe einen blauen Flecken am allerwertesten. Oh, ich muss im Stehen schlafen, weil ich nicht sitzen kann. Und eine Gehirnerschütterung kommt auch noch dazu. Oje. Was? Das kostet dich mindestens 300 Mark und ein neues Gebiss. Jetzt musst du zahlen, bis du Platz hast. Herzliche Grüße, deine presthafte Grachalbäuerin. 300 Mark ohne 10. Na, da muss ich jetzt zum Einbrecher gehen. Meinst du, dass das wirklich so gefährlich ist, wie die schreibt? Geh, die ist doch damisch, das musst du erst einmal beweisen. Ja, und die 10, die kriegt's ja wieder. Geh, und ein blauer Fleck, da kann doch keine 300 Mark kosten. Was meinst du, wie viel blaue Flecken du für 300 Mark kriegst? Oh. Weißt du was? Am besten ist, ich bringe die 10, fahr über zu ihr und red mit ihr. Ja, die 10 darfst du aber erst geben, wenn du wieder fährst. Denn wenn sie im Mai drin hat, nachher kommst du nicht mehr zum Reden.
Die Schatulle, die habe ich noch von meiner Firmung so. Meinst du, das alles da nicht da? Da tust du das, nein. Du, jetzt musst aber die Zähne sauber putzen. Hör auf. Also, die hat eine Mordsfrei, wenn sie so gepflegt wieder zurückkriegt. Das trifft sich gut, Herr Asam. Sag einmal, spinnst du immer noch? Wenn du so Spinner darfst wie ich, dann darfst du unseren Herrgott danken. Denn dann hättest du mildernde Umstände. Ich brauch keine mildernden Umstände. Die brauchst du schon. Ich komme nämlich in einer Strafsache gegen dich. Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Sachschaden. Von der Gralbayerin? Jawohl. Ich muss dich jetzt vernehmen. Du hast heute in der Früh die Gralbayerin gerammt. Und zwar von hinten. Und sie dann überfahren. Hätte ich von vorne überfahren sollen. Du hättest es überhaupt nicht überfahren sollen. Da braucht jetzt kein Protokoll schreiben. Du bist auf einem verbotenen Weg gefahren, weil das Kirchbergl für Fahrzeuge aller Art gesperrt ist. Und das kostet dich 2 Mark. Hab ich nicht wissen können. Ach so. Ja, dann kostet es dich 4 Mark, weil Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. So ist recht, mein Lieber. Ist der Radl in einem verkehrssicheren Zustand? Das glaubst Was redest denn du da rein? weil wir das Radl miteinander haben und ich hab's zusammengebaut. Ach so. Das ergibt eine ganz neue Perspektive. Was? Dann haftest du genauso. Denn nach dem Gesetz haftet der oder die Eigentümer eines Fahrzeuges bei Verkehrsunfällen. Keine Bestechung. Immer noch nicht, schauen wir gut aus. Jetzt lassen wir mal das Radl her, damit ich es in Augenschein nehmen kann. Gut, Radl, aber geh gleich mit, weil draußen steht's. Ja, draußen kann ich es mir nicht anschauen. Da drin will ich es haben. Ja gut, na schön, so rein. Immer dann, das wäre eine schiere Geschichte. Das sage ich dem Vertrauen. So, Dadelhuber, da hast du jetzt unser Radl. Ja, das ist ja ein Damenradl. Also Damenradl, kein Radl. Da muss ich mir erst erkundigen, ob das von der Sittenpolizei erlaubt ist, dass Herren auf einen Damenradl fahren. Bremse mangelhaft. Was? Kein Licht. Und auch kein Schlusslicht. Ja, ich brauch doch kein Licht. Ich fahre nur am Tag. Du bist doch Nachtwächter. Ja, natürlich, aber wenn ich heimfahre, dann ist Tag. Mei, So. Ja, dann brauchst du freilich kein Licht. Ja, also. Passt das jetzt? Noch lang nicht. Das Radl muss erst einmal in einen verkehrssicheren Zustand gebracht werden. Ja, damit das bei der Verhandlung nicht beanstandet wird. Also, Bremse in Ordnung bringen. Der Auspuff muss mindestens 10 cm hinterm Hinterrad hinausstehen. Ja? Was gibt's denn da zum Lachen? Wegen dem Auspuff. Ach so, jetzt bin ich in die Vorschriften für Motorräder reingekommen. Also gut, dann hätten wir's. Ja, Gott sei Dank. Im Namen Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nein, im Namen des Gesetzes. Also da kann ich euch versichern, dass ich die Strafanzeige gegen euch beide weiterleiten muss. Das kostet euch viel Geld. Denn das Gebiss von der Gralbayerin ist unter Brüdern 80 Mark wert. Moment einmal, die 10, die habe ich ja. Wo? Ja, da. Ja, bitte. Ja, dann sind es mildernde Umstände. Aber die Körperverletzung, die kostet nicht mehr, wie das Gebiss da. Geh, mach doch keinen Blödsinn. Die Polizei macht keinen Blödsinn. Ja, wenigstens haben wir jetzt mildernde Umstände. Aber nicht mehr lang. Denn in den nächsten Tag, da komme ich dann wegen wildernde Umstände. Ambrus, das wenn ich alles zahlen muss, mein Lieber. Ich zahle jetzt mit, nachdem ich Miteigentümer bin. Nix da. Ich hab's verschuldet und ich zahl's auch. Oder ich bleib schuldig. Geh, jetzt fährst erst einmal zu der Grachelbayerin, geh, du hast die sauber herrichten und bist recht liebenswürdig. Ja, sag's dir, sie hat Zähne wie Sterne. Ja. Nachts kommen sie raus. Was zeigt die frisst's? Die 10, Nein, die Schmus. Und wenn alle Strich reißen. dann hängen wir uns auf. Nein, nachher zahlen wir. Ja, du nicht. Ich hab zwar das Vergnügen nicht gehabt, aber soll der Spezi zahlen natürlich nicht. Ohne Geld. Du zahlst es am leichtesten. Ambrus, du wirst sehen, wir werden eingesperrt. Geh, so weit kannst du nicht. Und wenn ich einen Teufel mein Seil verkaufen muss, geh, lass doch einen Freund und einen alten Spezi nicht hängen. Geh, wirst schon sehen. Die Tränen was hat denn der Herr Pfarrer gesagt? Der Herr Pfarrer hat natürlich groß und klar geschaut, wie ich ihm gesagt habe, dass dieses unverschämte Frauenzimmer mein Mann vor alle Leute Puzzle gegeben hat. Und wie er dann den Zettel gelesen hat, dann hat er gesagt, das
ist ja jugendgefährdend. Ja. Und dann hat er gesagt, dass er bei der Regierung Schritte einleiten wird, damit diese Lasterhöhle entweder geschlossen oder solide geführt wird. Ja, da hat er ja auch recht. Mein Gott, bin ich froh, dass ich eine Witwe bin. Aber, weißt du, wie man sich noch in so ein Lokal neisetzen mag, wo die Sünden in alle Ecken hocken. Das war ja sowieso nichts für uns. Da sind ja bloß solche nicht drin mit so einer Bleistift-Taille. Aber gell, die Mannsbilder, da können sie jodeln. Und daheim, da lassen sie die Lädchen hängen. Ja, bitte lass mich den Brief einlesen. Bubilein, du bist so süß. Na, also dann rege ich mich ja direkt auf. Ja, na bloß zu sowas, wie man einem alten Bubilein sagen kann. Und nur dazu süß. Möchtest du wissen, wo der süß ist? Wie er sich jodeln traut, nur dazu im Dienst. Was ist denn das? Oh, wie kommt denn der Drehkorn da rein? Du, mein Lieber, das treibe ich aus. Ah, du, Mina, meinst du, dass der Ambros da ist? Ja, wo soll er denn sonst sein? Geh bitte schön rufen, ich möchte mir einen neuen Dachstuhl machen lassen. Okay. Das wäre für ihn eine Gelegenheitsarbeit und mich kam's billiger. Ja, ich sag's dir. Ja, so. Ambros! Der Schuh! Auwe, mein Wecker. Kirchenleiterin, was willst du? Ist die Ambros, schön, dass du da bist. Geh bitte schön, setz dir ein bisschen her zu mir. Ich hätte geschäftlich mit dir zum Reden. Ja, du kannst dir Geld dabei verdienen. Das ist recht. Das brauche ich sowieso notwendig. Siehst du das, dann ist uns alle zugeholfen. Also, mein Dachstuhl braucht richten. Das Holz habe ich schon. Jetzt geht's bloß noch darum, ob du Zeit hast und was du verlangen darfst. Ja, Zeit habe ich schon noch am Feierabend, aber die Geschichte wird halt ein bisschen teuer. Okay. Für dich ist mir nichts teuer. Ich weiß, dass du ein guter Arbeiter bist. Kriegst da was Gutes zum Essen bei mir. Also, was darf das kosten? Also, wenn da für mich nichts teuer ist, nachher sagen wir halt 300 Mark. Oh, also das ist schon ein bisschen Bratzack, gell? Hey, was meinst du? Ich muss dir doch den ganzen Tag umdecken. Ja, und eine neue Fassade brauchst du. Was? Ich doch nicht. Nein, dein Haus. Ja, und dann ist es lebensgefährlich bei dir zum Arbeiten. Was? Ich mein wegen der Dachschrägen. Ach so, ja. Ja, das verstehe ich natürlich schon. Gut, also dann lassen wir es bei dem Preis. Aber du musst mir für alles richten, gell? Dass alles wieder wie neu ausschaut. Ja, ich richte dich schon zusammen, dass du Freude hast. Mehr verlange ich ja gar nicht. Und jetzt muss ich es einwickeln, sonst kann ich immer auch nicht helfen. Du Kirchleitnerin. Ja? Du hast eigentlich eine tadellose Fassade. Okay. Wo schon der Wurm drin ist. Und Farbe verblasst und zerplaudert. Von wem redst denn du? Ja, von meinem Haus. Okay. Und ich hab doch die gemeint. Okay. Okay, ja, wie kommst du denn auf sowas? Mei, weil's mir halt auffällt, dass du recht schick beieinander bist. Ja, mei, weißt du, wenn man älter wird, dann... Ja, da möchte man wieder jung sein. Na, das weniger, aber man muss halt auch schauen, dass man appetitlich beieinander ist. Kirchleitnerin, du bist sowas von appetitlich, ich sag dir was. Ja, mir kannst alles sagen, ich bin eine verständige Frau. Pass auf, ich hab einen Spezi, gell? Und den haben seine Großmutter überfahren. Ist sie tot? Leider nicht. Sie liegt jetzt im Krankenhaus und er muss die ganzen Kosten übernehmen. Jetzt darf ich dich halt recht schön bitten, ob du mir nicht die 300 Mark ja, für dein neuer Dachstuhl schon im Voraus geben kannst, weil dann kann ich dem armen Teufel das Geld leihen. Freilich kannst du das haben. Kirchleitnerin, du bist sowas von appetitlich, ich sag dir was. Wo ist das gleich haben? Je eher, desto besser. Ja. Ambrus, ich habe eine Bitte. Ich bin doch die Vorsteherin vom Frauenbund, gell? Und da wäre es sozusagen meine Pflicht, dass ich mir das Lokal da drum einmal genauer anschaue, damit wir was dagegen unternehmen können. Jetzt kann ich aber da doch nicht allein hingehen. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du vielleicht mit mir da hingehen darfst. Also was ist? Gehst mit? Also gut, ich geh mit. Ja, sag mal rein. Ja. Du, ich bin aber schon drum, bis du kommst. Ist recht. Und Ambrus, die 300 Mark, die bringe ich dir dann mit, gell? Ganz gut. Vierte. Haut schon hin. Du,
Ambrus! Vielleicht kannst du heute gleich noch mal auf mein Dach steigen und dir die Arbeit anschauen. Ja, ich steig so hoch hinauf. Du kriegst mich nicht. Du Ambrus, weißt du, soll die Schatulle noch ein bisschen einpapieren? Das braucht's nicht. Mit der Schachtel hat die alte Schachtel gewiss erfreut. Weißt was, jetzt legst du noch ein paar schöne Blumen dazu. Oh ja. Dann schaut das recht feierlich aus. Blumen, an meinem Garten hol ich schnell ein paar, jawohl. Wo geht denn mein Mobi? So viel ich weiß, fahr der fort, dienstlich. Okay, der hat doch am Tag keinen Dienst. Außerdem ist heute Sonntag. Vielleicht ist heute am Sonntag ein Dienstag. Ambrus, da schon her. Die Blumen, meinst du, die gehen oder so, oder? Emera, du gehst sofort ins Bett. Heute holst mich nicht auf, ich geh nicht ins Bett und ich schlaf nicht, ich fahr jetzt sofort. Immer an, fahr zu und vergiss die Schatulle nicht, gell? Und verlier's fein, ja. Ui, was ist in der Schatulle drin? Für den, der es brauchen kann, herrlich. Was da drin ist, möchte ich wissen. Ein Verschönerungsmittel. Halt's mich doch nicht zum Narren. Das kannst du brauchen, gell? Dann kannst du noch bissiger sein. Wie gehört denn das? Einer, der sehnsüchtig drauf wartet. Immer noch, jetzt fahr aber zu, weil sonst triffst du es nicht mehr lebend auf. Emmeran, du fahrst nicht, gell? Nein, mein Lieber, du, das sag ich dir. Jetzt kannst du dein Mädelein fahren, so gut wie du. Wir haben keine Luftpumpen. Ambrus, wir brauchen eine Luftpumpen. Immer noch, das ist das Einzige, was wir vergessen haben zum Kaufen. Mir wurscht, ich muss ich und wenn ich hin wäre. Du fahrst nicht. Heute geh weg, ich hab das Vorfahrtsrecht. Das Vorfahrtsrecht nutzt dir gar nichts, weil du einen Platten hast. Ich krieg eine Luft. Verlass dich drauf, auch mit der Platten. So. Ambros! Und das alles bloß, weil er zu dem Flintscherl will, in dieser Löwenhöhle. Er fährt zu keinem Löwen, er fährt zu einem zahnlosen Tiger. Konrad, ich frag dich jetzt zum allerletzten Mal. Stimmt es wirklich, dass mit dem Bubilein auf dem Zettel du gemeint warst? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn's mir nicht glaubst, dann fragst du das auch, gell? Die kann dir die beste Auskunft geben. Die frage ich auch, da kannst du sicher sein. Aber was war denn das überhaupt für ein Mädel? Die Enkelin ist von der Graalbayerin. Was? Und der, ihr Großmutter über Vater? Ja. Das kann auch bloß dem passieren. Du, was Besseres hätte der Vater gar nicht machen können. Die kann man so lassen. Ja, jetzt Mutter, überleg doch einmal. Ich war doch sonst nie zu dem Madel gekommen. Du hast doch hoffentlich nichts dagegen, oder? Von mir aus. Dann darf der Vater auch nichts dagegen haben. Wegen uns war's ja nicht, aber wegen der Krachelbayerin. Die wird euch die Suppen sauber versalzen. Mein Gott, jetzt hab ich ihm doch wirklich Unrecht, okay? Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Emmeran. Ja. Warum tragst du die Schuhe an? Dass ich dort regnet rein drauf im Sturm. Aber Emmeran, das macht doch nix. Ich hab ja heute sowieso noch nicht geputzt, gell? Und das bisschen träg, auf das kommt's da nicht an. Jetzt kriegst du gleich einen ganz guten Kaffee. Ich hab ganz einen frischen für dich gemacht, gell? Da, schau her, Emmeran. Da ist dein Kaffee. Sag mal, geht's dir nicht gut? Ich bin bumperl gesund. Das glaube ich nicht. Mir kommt eher vor, du hast Fieber. Schmarrn. Ich geh jetzt zum Bäcker und hol dir einen Kugelhupf. Weißt du, seit gestern Mittag nichts mehr Gescheites gegessen hast, gell? Sag mal, kannst du mir sagen, was die Mutter hat? Ich schon. Vater, ich gratuliere und danke dir recht schön. Bitte schön, gern geschehen. Für was? Weil du die Grachelbayerin überfahren hast. Ja, mal bloß mit der Grachelbayerin auf. Ich fange jetzt erst damit an. Ich muss doch meine zukünftige Schwiegeroma verteidigen. Ich hab übrigens den Schaden schon repariert. Wieso du? Ja, weil ich schon vor dir bei ihr war. Ja, ich hab dich schon gesehen, wie du vor ihrem Haus warst und dich nicht neitraut hast. Hallo, was du nicht neitraut hast, ha? Ja, und
wie du die Schatullen an ihr Fensterbrett hingestellt hast. Ja, du Bazi, du, ha? Ja. Soweit ist alles in Ordnung. Ja, und den Rest, den sagt sie dir dann, wenn sie heute noch rüberkommt. Die kommt zu uns. Ja, freilich. Die hat's ganz gewiss versprochen. Dann setze ich mich aufs Fahrrad auf und komm erst wieder heim, wenn die wieder fort ist. Guten Morgen. Ambros, Mann. was ist los mit dir? Nix arbeiten, machst du heute schon wieder blau? Nein, ich mach Selbstmord. Oder bring mir ein Wasser. Möchtest du dich ertränken? Heute bin ich zu allem fähig. Freund, was ist denn los? Ist doch alles in schönster Ordnung. Bei dir vielleicht, aber nicht bei mir. Ja, soll ich der Mutter sagen, sie sollte einen Kaffee bringen? Ich brauch keinen Kaffee. Auwe, hast du viel flüssige Nahrung zu dir genommen? Sag mal, was ist denn los? Immeran, es ist ganz was fürchterliches passiert. Ich hab der Kirchleitnerin ein Puzzle gegeben. Oh, hat's du bissen? Das ging ja noch. Nein, aber ich glaub, ich hab ihr im Rausch das Heiraten versprochen. Hast du in den Apfel reingebissen, den sie dir hingehalten hat? Ja. Ja, wie hast du denn sowas machen können? Sowas machen können. Verschleppt hat's mich. Gestern war's bei mir und hab ich gefragt, ob ich hier nicht ihren Dachstich machen kann und was das kostet. Ich hab sofort an die gedacht und an der Strafe wegen der Greichelbäuerin und hab im Voraus 300 Mark verlangt. Auf die Nacht hat's gesagt, gibt's es mir, aber ich soll mit dir in das neue Dings gehen. Weißt schon? Keine Ahnung. In das neue Nachtlokal drum auf dem Berg. Ach du liebe Zeit. Selbstverständlich bin ich mitgegangen, ja, schon wegen die 300 Mark. Ja, am Anfang hab ich bloß lauter Bier getrunken und gerade lustig ist gewesen. Und auf einmal bestellt sich so ein neumodisches Getränk, so ein Dings, Herrgott, wie heißt jetzt das gleich wieder? Ein Dings, ein Ding. Ein Aperitif. Seid ihr mit dem Motorrad angefahren? Das ist doch ein Schnaps. Immer wenn ich sag, dass nach dem 6. Glasl hat mir der erst die Schuhe rausgehauen. Und dann hab ich ein Puzzle gegeben. Sag mal, wie hast du denn sowas machen können? Spätestens nachdem dich der Bernardiner abgeschleckt hat, hättest du wieder nüchtern werden müssen. Was wegen diesem saublöden Radl. Oh, das Radl, das hau jetzt in der Mitte auseinander, nachher kann uns nichts mehr passieren. Ambros! Ambros! Ambros, jetzt seid doch gescheit, Herrschaft, seid doch dabei. Jetzt geh weiter. Komm mal her zu mir. Oh, das jetzt geht weiter. Oh, das jetzt weiter. Jetzt komm. Jetzt tust du ein bisschen hersitzen zu mir. Ha? Ja. Wie hast du denn heute auf die Nacht geschlafen? Ha? Wie einer, der am nächsten Morgen hingerichtet wird. Ich hab auch die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich hab alle an das denken müssen, was du mir gesagt hast. Das hab ich doch im Rausch gesagt. Ja, eben deswegen. Ein Sprichwort sagt, was man sich nüchtern denkt, das sagt man im Rausch. Und ich mein, das heißt, was der Mensch im Rausch sagt, das weiß er am nächsten Tag nicht mehr. Oh, ich weiß alles noch ganz genau. Ich hab bloß Angst, dass uns jemand gesehen hat, wie du mich abbusselt hast. Hab ich die abbusselt? Weil du bist zwar ein ganzer Stürmischer. Mindestens ein Dutzend Busseln hast du mir gegeben. Du bist vorher draufgegangen. Ja, ich war schon bald einmal draufgegangen. Und so schöne Namen hast du mir gegeben. Ich hab gar nicht gewusst, dass du so galant sein kannst. Was hab ich denn dir für einen Namen gegeben? Mausi und Putzilein. Da siehst du, wie schlecht dass ich sieg. Ambros, vom Heiraten haben wir verärgert. Da hab ich mich ja direkt ins Zuchthaus reingeredet. Ambros, halt bittchen, sag mir was Liebs vor die anderen kommen. Ha? So, wenn's drum und drauf ankommt, ist jedes Mannsbild ein Feigling. Nächste Leben schon wieder. Kommt als Polizist, als Kriminaler oder als Gemeindediener? Was ist denn? Also, ich bin in aller Freundschaft dienstlich da und muss dir jetzt vernehmen. Das Vernehmen, das wird mir jetzt schon langsam zu blöd. Was möchtest denn schon wieder? Ja, wegen der Übertretung der Polizeistunde. Jetzt setz dich doch auch her. Im Steh kann ich dich nicht verhören. Sag mal, was geht denn das dich überhaupt an? Mich? Ja. Mir geht das gar nicht so. Aber ich bin von der Gemeinde beauftragt, die Angelegenheit auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Ich habe doch gestern meinen dienstfreien Tag gehabt. Ja? Ja, du hast mich wie gewöhnlich in meiner Funktion in puncto Polizeistunde vertreten. Ja. Aber du hast mich schlecht vertreten. Sei froh, dass ich dich überhaupt vertreten habe.
Du hast dich laut Zeugenaussagen mit Schnaps und Bussel von der Barschik so bestechen lassen, dass das Lokal statt um 1 erst um 4 geschlossen wurde. Du Asam, das muss man unter uns einmal genau erklären, wie das war. Ja, das mit der Blonden. Das war ganz einfach. Macht zum Ortsspinnerei und hab gesagt, Meisterschaften, Polizeistunde. Da sind gleich alle aufgesprungen, her zu mir und haben mich hochleben lassen. Und das blonde Fräulein hat mir einen Cocktail spendiert. Wie ist denn dann weitergegangen? Ja, dann hat sie sich an mein Hals gehängt. Wie eine Krawattel. Dann hat sie mich gestreichelt. Dann hat's dich gestreichelt. Und dann hat sie gesagt, ja, Pappilein, hat sie gesagt, Pappilein, sei doch nicht so fade. Heute am Samstag. Und dann hat sie mir einen Puzzle gegeben. Pappilein, Pappilein, sei doch nicht so fade. Ne? Heute am Samstag. Und dann hat's da einen Bussel gegeben. Also das ist mir während meiner ganzen Dienstzeit noch nicht passiert. Jetzt kann ich verstehen, dass du da ein Auge zudrückt hast. Oh, da hab ich schon nicht 2 Augen zudrückt. Hätte ja. Ich sag dir was, das Puzzle, das war ein Gefühl, wie wenn's beim Kegelschein mal in Nein umschreibst und ein Kegelburm haut's auch noch mit hin. Oh, Entschuldigung. Und jetzt ist dein Verderben. Wieso? Ja, weil der Rubenbauer mit Stimmenmehrheit beantragt hat, dass du wegen Dienstpflichtverletzung fristlos entlassen wirst. Der war doch selber dabei. Ja, das weiß ich. Das ist doch sein Revier, weil sein Alter nicht daheim ist. Merkt er das auch nicht aus? Wo ein Gemeinderat verkehrt, ist es verkehrt, wenn man als Untergebener dort auch verkehrt. Klar? Und jetzt wollen sie mich entlassen. Aber mir lieber, so einfach ist das nicht. Da wäre ich schon dagegen wehren. Ja, vielleicht hast du Glück. Ambros, komm mal rein. 30 Jahre mache ich jetzt da meinen Dienst, verstehst du? Und jetzt wollen sie mich auf diese Art und Weise losbringen. Das machen die bloß, dass sie noch keine Pension zahlen müssen. Da kann man nur sagen, Saubandi. Immer dann, du sprichst mir aus der Seele. Was willst du denn? Ambros, hast du das Radl schon zusammengehauen? Nein, dann haust du das jetzt zusammen, aber in 1000 Trümmer. Das hau jetzt so als mit einem Hackfleisch. Warum musst du das der Radl zusammenhauen? Weil es uns vom ersten Tag an noch Unglück gebracht hat. Hast du... Jawohl. Ich hab mir meine Füße schon abputzt. Was hat's denn gegeben? Ach, ärgert habe mich über, Ambros. Die Woche, die fängt schon gut an, mein Lieber. Herein? Ja. Grüß Gott. Ach, du liebe Zeit! Mein Verkehrshindernis. Sind wir da richtig beim Nachtwächter Asam? Ja, Oma, da sind wir schon richtig. Und das wird wahrscheinlich der Vater von Konrad sein. Der hat mich zusammengefahren. Ja, da muss ich ja froh sein, dass er mich nicht dabei hat. Du zumindest jetzt weißt, dass ich da lauter blaue Fleck habe. Hey, Krachelbayern, grüß dich Gott. Schön, dass du vorbeischaust, gell. Du, meine Mutter hat die ganzen letzten Tag ja nichts mehr essen können und nichts mehr schlafen. Ja. Vor lauter Aufregung wegen dem Fall, gell. Ja. Schlafen braucht er als Nachtwächter eh nichts, gell. Und gegessen hab ich auch nichts, gell, bevor ich nicht meine Zehen gehabt hab. Nein, jetzt hast du so wieder, gell. Ja, glaubst du vielleicht, dass ich ohne Zehen zu dir rübergegangen war? Ja, bestimmt, jetzt sonst hättest du nicht mehr schimpfen können. Bayern, magst du nicht vielleicht ein bisschen niedersitzen? Davon kann ich leider keinen Gebrauch machen. Weil der Alter war ja so liebenswürdig und hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt nicht sitzen und auch nicht liegen kann, gell? Nein, das ist ihm ja eh so arg. Mein Lieber, gell? Gestern, wenn ich ihn da gehabt hätte, da hättest du was ein Leben können, Mann, dein. Hau mir nicht alle auf meine Pflichten auf. Hast du mich eigentlich nicht gesehen, ha? Ich mein, sowas wie ich bin, muss man doch sehen. Ich hab dich sogar 2-mal gesehen. Ja, und warum hast du nicht die andere überfahren, du Kläufi, du, ha? Jetzt, wenn du noch einmal auf meine blauen Flecken aufhaust, mach ich mit meiner Sanftmut aus, gell? Weil du kannst ja von Glück sagen, Ja, gell? du schon auch, Wieso ja? dass ich da nicht ins Main eingefahren bin. Deswegen gemacht es, gell? Deswegen gemacht es, nachher warst du halt schon wild weg. Ja, grüß dich, du Schwiegeroma. Konrad, Gott sei Dank, dass du da bist. Mach halt langsam, gell? So weit sind wir noch nicht, ja? Und dass ich überhaupt da bin, hast du meinen Ackerl zu verdanken, gell?
Ja, und bei deinem Wurm kannst du dich auch bedanken, dass er für dich bei mir ein gutes Wort eingelegt hat. Weil sonst war dich der Spaß mit dem Radl gekommen, das sag ich dir, gell? Oma! Sollst du mir jetzt noch einmal auf meine blauen Flecken aufhaust? Nachher fangst du eine, bevor wir überhaupt mit der ganzen Radlgeschichte im Klaren sind. Jetzt red halt einmal vom Konrad. Das wird klar ausgeredet sein, gell? Das sag ich auch. In 6 Wochen ist Hochzeit. Da wirst du die täuschen, gell? Ich geb doch meine Enkelin nicht an. Dem sein Vater mich um ein Haar rennt hat. Du redest ja nicht von dir? Ich hätte mich doch auch da rennen können. Das wäre verschont gewesen. Na schon, hört mir lieber. Erstens, da kommen wir in eine saubere Verwandtschaft rein, ha? Das gibt überhaupt keine Verwandtschaft, gell? Das ist meine. Rübergekommen, damit ich dem sauberen Kavalier die Meinung sag. Das hast du jetzt zur Genüge getan, gell? Nein, was man sich nicht alles gefallen lassen muss, gell? Bloß, dass der einzige Bub glücklich wird. Ich glaub gar, du willst da ein, dass da Hochzeit raus wird, ha? Ja, du kannst mir recht, ja. Wenn ich der bloß ihre Zähne nicht gegeben hätte. Jetzt lass einmal gut sein. Den Konrad, sein Vater, ist ein anständiger Mensch. Ja, sonst hätte er nicht gestern dein Gebiss vorbeigebracht. Sei doch froh, dass alles so gut abgegangen ist. Was hättest du denn gemacht, wenn dir ein Lastauto überfahren hätte? Ja, zum Beispiel einer mit einem Anhänger von der Zirkelsturne. Da hättest du vielleicht geschaut. Ja, und ich werd deine Enkeltochter so verwöhnen, dass du Freude hast. Und du hast mir gestern auch gesagt, dass dir der Konrad sehr gut gefällt. Sein Staat, das braucht der junge Spritzer nicht wissen. Aber jetzt weiß ich's. Aber ich kann nicht anders. Ich muss. Ja, hast du schon sowas gesehen? Oh nein. Als Nachtwächter, da bin ich noch ganz andere Sachen gewohnt, gell? Jetzt weiß ich erst, was ich alles versammelt habe, gell? Jetzt glaube ich, war es an der Zeit, dass wir uns im Garten aussitzen und einen Kaffee trinken, ha? Ja, von mir aus gern. Ja, wenn ich nur sitzen kann, gell? Emmeran! Ja? Du kannst auch mitgehen. Machen wir sofort, jawohl. Vater, ich danke dir nochmals. Ich dir auch für die sanfte Überfahrt von meiner Oma. Sapralot. So eine Schwiegertochter lassen mir gefallen, gell? Ist gut. Ja, der Rubenbauer. Habe ich So, nachdem die Krachalbayerin von Anna in einem lebensgefährlichen Zustand ist. Du hast recht, die ist wirklich lebensgefährlich. Du. Ja, und er heute noch in einem bewusstlosen Zustand da liegt. Ja, was lachst denn da so, du Rohling? Weil die Krachalbayerin in einem bewusstlosen, lebensbedrohlichen Zustand im Garten draußen steht und mit meiner Familie einen Kaffee trinkt. Wieso? Ja, weil sie nicht mehr sitzen kann, wegen ihrer blauen Fleck. Ja, das ist jetzt sozusagen wurscht. Nachdem wir vom Gemeinderat durch einwandfreie Zeugen herausgefunden haben, dass du außer dem Verkehrsunfall durch Bestechung mit Schnaps und andere Liebesgaben die Polizeistunde bis in der Früh um 4 Uhr verlängert hast, hat der Gemeinderat... Bist du in dem Fall du? Jawohl. Hat der Gemeinderat beschlossen, dass du wegen groben Dienstvergehens fristlos entlassen bist. Oh, das tut mir aber leid. Naja, vielleicht gar nicht so unangenehm, dann brauche ich ja die Beobachtungen, die du mir aufgetragen hast wegen deiner Jagd, auch nicht mehr machen, gell? Weißt du, da kommt man nur in eine Feindschaft rein, gell? Na, den Bazi, den haben wir so gut wie auf sicher. Aber wenn du fei was Einschneidendes weißt, dann musst du mir das jetzt sagen, weil das war ja noch, wie du im Dienst warst, sozusagen. Ah ja, freilich. Also jetzt pass auf. Gestern auf Nacht um 8 Uhr, da bin ich in meinem Dienstgang am Bahnhof vorbeigegangen und da begegnet mir die Frau von einem hiesigen Wirt mit einem Mordstrunkoffer. Du kennst den Wirt übrigens sehr gut. Ich sag aber keinen Namen, gell? Sie ersucht mich, ob ich ihr vielleicht ein bisschen helfen kann, ihren Koffer tragen. Sie war schon ein bisschen in Eile. Ich glaube, sie hat was gesagt, sie fährt zu ihrer Schwester nach Traunstein. Ja, und dann hat sie mir 100 Mark versprochen, wenn ich beobachten würde, was ihr Mann jede Nacht in dem Nachtlokal in dem Neuen da droben treibt, weißt wo die sündhaften Weiber sind, die an jeden mit einem Puzzle bestechen wollen. Ja, sie hat mir dann für meinen Koffertragedienst hat sie mir dann 6 Bierzeichen gegeben.
Die verdringe ich demnächst bei dir, gell? Ja, aber was hat das jetzt mit meiner Jagd zum tun? Ja, das kommt schon, lass dir noch Zeit. In der Früh um 4 Uhr, da bin ich bei dem Nachtlokal gewesen beim Neuer und da sehe ich durch ein Klumsen beim Fenster einen Lichtschein. Ich hab mir gedacht, da ist ein Einbrecher drin. Ich gehe auf, schau beim Fenster rein und was sehe ich? Meine 100 Mark. Sitzt nicht der betreffende Wirt da drin mit der Lilo auf dem Schoß? Okay, du warst doch besoffen. Ja, ich lasse dich gerne in dem Glauben. Was aber die geschädigte Wirtin für einen Glauben hat, das kannst du ja an deine 5 Finger abzeigen. Tat's dir leid, wenn's deine Stellung verlieren Das darfst? kannst du doch denken. 30 Jahre mache ich hier treu meinen Dienst, bei Sturm und Regen. Und jetzt soll ich plötzlich rausgerissen werden aus den Geheimnissen unserer Gemeinde. Das ist hart. Also in Anbetracht deines langjährigen Dienstes kann ich das schon verantworten, dass ich dir jetzt sag, du kannst wieder bleiben. Ja, wir brauchen ja einen Nachtwächter, der sicht und nicht sicht, der hört und nicht hört, grad so, wie es sein Dienst verlangt, sozusagen. Ich danke dir für deine Großzügigkeit und für dein Entgegenkommen, gell? Ambros, bau das Radl wieder zusammen, ich brauch's heute auf Nacht wieder. Warum war und wegen die 100 Mark für meine Beobachtung? Auf die brauchst du nicht verzichten. Die kriegst von mir. Die nehme ich dankend an, gell? Her damit. Ich mach dir doch nicht deinen Affen. Da schau her, da hast du dein Vorderradl, da ist dein Ketten und da ist dein Glocken. Alles andere gehört mir. Moment, der Sattel gehört mir auch noch, die Bremsschenen da, gell? Du brauchst mir gar nicht schenken. Lieber schenk ich dir den ganzen Karren. Ja, du musst aber viel Geld haben, wenn du solche Sachen verschenken kannst. Das geht dir zum Beispiel gar nichts an. Sozusagen. Darf ich nicht frech werden. Dir wird das Handwerk auch noch liegen. Das hat schon eine vor dir gemacht. Ich muss jetzt zwangsmäßig heiraten und werde ein Bauer. Deine Witzel werden dir gleich vergehen. Da pass auf. Da pass auf. Du hast bei einer Sau ein Schlamassel reingeritten. Jetzt muss ich heiraten, ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Da bist du noch nicht aufgeklärt. Aber denk dir nichts. Das geht schneller, wie du glaubst, ja. Geh bitte, komm zu mir rüber, ich muss dich was fragen. Das kannst du da auch. Ach so. Ja, also es geht um meine Renovierung, weißt? Ich hab mir gedacht, ich lass mir die Vorderseiten von mir mit Bretter verschalen. Das schaut besser aus. Das ist gut. Am besten lass dich gleich ganz mit Bretter vernageln. Hat dir das gefallen? Größere Frage kannst du mir gar nicht machen. Dann machen wir es so, weil du bist der Fachmann, du kennst dich aus. Ja, sag einmal, wo treibst du denn du die ganze Zeit rum? Ja, ich hab Spuren beobachtet. Ja, du hast nichts zum Beobachten. Hast das Protokoll? Jawohl, alles klar. So, Herr Ambros. Und jetzt werden wir zwei ein Hühnchen rupfen. Ich mag mit den Hähnen gar nichts zum tun haben. Möchtest du mir vielleicht sagen, was du andauernd in meinem Revier zum Suchen hast? Okay, ich war doch bloß ein einziges Mal da droben in dem Nachtlokal. Mach keine Mais. Wir wissen ganz genau, dass du am 30. April auf Nacht mit einem vollen Rucksack heimgekommen bist. Und aus dem Rucksack hat ein Gamskrickerl rausgeschaut. Was du nicht sagst, hä? Außerdem hat dir der Asam öfters Kugeln besorgen müssen. Jetzt wird's interessant. Ja. Ich geh jetzt. Nein, du bleibst da. Du bist jetzt sehr wichtig. Und? Was sagst du jetzt da dazu? Vorerst gar nichts, sozusagen. Vorerst, da wir zwar erst einmal lachen. Gehen wir dann. Was kommt denn an? Da, Samin, du kommst mir gerade recht. Was gibt's denn? Ein Tadelhuber, lies einmal das Protokoll vor, das du aufgenommen hast. Jawohl, also, am 30. April hat die Zeugin Leni Kirchleitner nachts um 10 Uhr beobachtet, wie der ledige Zimmermann Ambros Leubel mit einem vollbepackten Rucksack, aus dem ein Gamskrickerl herausgeschaut hat, in seine Wohnung gegangen ist. Ferner hat die Zeugin Nina Asam bekundet, dass ihr Zimmerherr in der Holzstupfen ihren Mann beauftragt hat, Kugeln zu besorgen. Ich mein, das wird Beweis genug sein.
Kirchleiterin, das hast du großartig gemacht. Jetzt habe ich endlich einen Grund, dass ich von meinem Eheversprechen wieder zurücktreten kann. Ich bin gleich wieder da. Oh, soll ich einen Schaden nehmen und hab's doch bloß in meiner Dummheit gesagt. Mein Mann kann aber nichts dafür, gell? Nein, Entschuldig. nein, das weiß ich schon. Dein Mann ist ein Ehrenmann. Ja. Der hat ja schließlich nicht wissen können, zu was der Bazi die Kugeln braucht. Ja, und als Nachtwächter muss er ja verschwiegen sein. Sozusagen. So, jetzt bringe ich dir dein Gamsbock. Hast du gesehen, Rupenbauer? Und du auch, du blinde Hähne, du. So war das gespielt. Die Kugel, die haben wir für unser Fahrradl braucht bei mir. Wir fahren nämlich auf Kugellager. Ein Radl, Gabi! Leni! Ach du Depp, sag einmal, wie kannst du dich mit sowas beschäftigen und ich stehe jetzt da und bin blamiert hinten und vorn? Hinten war es ja nicht so schlimm, aber vorn. Ich lass mich doch nicht der Flecker an. Ja, halt da, runter. Moment da. Soll ich die 100 Mark von deiner Alten kassieren? Jesus, die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Da hast du das Geld. Vor Zeugen. 100 Mark. Für was kriegst du das viele Geld? Für ein neues Fahrrad. Gemeindebehördlicherseits steht diesem Nachtwächter zu. Sozusagen. Emmeran, Ja. ich war noch nie so von deiner Unschuld überzeugt wie jetzt. Wenn das so weitergeht, dann kriege ich noch irgendwann einmal den Friedensnobelpreis. Du, Ambrose, verzeihst mir? Nix wird verziehen. Wenn du mich vor der Hochzeit schon der Polizei ausliefert, dann muss ich gewärtig sein, dass du mich nach der Hochzeit an den Galgen bringst. Da hast du auch wieder deine 300 Mark und dein Dachstuhl. Die kann auch ein anderer machen. Der Herr sei mit dir. So, das ist jetzt der Dank für den schönen Abend gestern, ha? Gefressen und gesoffen hast du schon auf meine Kosten. Und jetzt willst du die drucken. Weißt du was? Ich brauch die nicht. Bin ich heute wieder allein? Wenn Not am Mann ist, dann stehe ich gern zur Verfügung. Du bist ja bloß ein Halberter. Macht ja nichts. Lieber Halberter als mir gar keiner. Da hast recht. Magst du einen Kaffee? Von dir mag ich alles. Also, geh weiter, komm. Alles Ambrose! Was sagst du jetzt dazu, hein? Wir sind noch einmal davon gekommen. Und warum? Weil wir zwei Spätzchen sind.